Tina ist er so notgampfig, dass er sich von seinem gewaltmäßigen Ex stopfen lässt. Aber mehr will es nicht von ihm und drum tachet er ihren Apothekenschlüssel und krampft das ganze teure Rauschgift aus der Apotheke. Und Chandi möchten das zuerst ihrer in die Schuhe schieben. Aber sie kann aufweisen, dass es unschuldig ist. Und ihm können sie aber auch nichts nachweisen. Der Chris hängt das Bauchrist am Schandfleck mit Tücher zu. Und drum traut sich der Joschi jetzt ohne Zuschauer wieder, dass er mit seiner Liftelmalerei weiter tut. Der Gregor meint, dass ihm wer sein Fleischsalat weggegessen hat. Aber nachher stellt sich außer, dass er den als ein Psuffener selben verputzt hat. Danach kauft er seiner Schwester einen sindteuren Blärmebuschen und die Rechnung kriegen die Landweiber im Finger und meinen, dass er eine Gspusi hat. Da ist aber nichts dran. Der Chris verliert ein Wett gegen seinen Vater und muss bei der Kälte in der Badhosen um einen Dorfbrunnen laufen. Das zahlt er ihm zurück und markiert danach eine schwere Grippe. Als Hummerl bildet ihm ein, dass sie und sein Alter zu wenig rühren. Mit der Holzarbeit und mit dem Yoga kommen sie aber dahinter, dass sie als Bauernleut schon nur werkeln. Als Zwiebel vertritt Bürgermeisterin auf der Gemeinde. Aber da bringt's nichts weiter und ein Flori kann's auch nicht weiterhelfen. Der braucht ein Geld, weil er eine Werkstatt kaufen möchte. Der Sarah, sein preußischer Onkel, riecht schon alles für die Hochzeit her und hofft, dass er nur bei der Zeit seinen Taufschein kriegt. Und Rosi verlegt 30 Bürgermeister, dass das Wirtshaus frei wird. Aber wie die Hochzeiterin gespannt, dass Räubi schon und Räubi nu und Rosi umschwanzelt, ist aus mit der Liebschaft und mit der Hochzeit auch, und da kann auch der Pfarrer nichts mehr dran ändern.